Hier sind ein paar EU-Neuigkeiten aus dem Januar, die ihr vielleicht verpasst habt. Gleich am Anfang des Jahres hat die Europäische Kommission einen neuen grossen Hilfspaket für die Ukraine vorgestellt. Er umfasst einen Preis von 90 Milliarden Euro für 26 und 27 und für das Land, Laufen zu halten und zu stärken. Nach den russischen Attacken, die über 1 Million Menschen ohne Strom bei extrem kalten Temperaturen gelassen haben, wurden hunderte Generateure von der EU an die Ukraine geschickt. Zu Brüssel haben sich dann auch die EU-Chefen zu einem informellen europäischen Konseil getroffen. Zusammen mit der Präsidentin von der Leyen haben sie eine starke Einheit für die Sicherheit und die Unterstützung für die Ukraine konfirmiert. Zu Lützeburg dann hat der Kommissar Christoph Hansen sich mit der Chambre getroffen, für den Deputierten den Arbeitsprogramm für 26 vorzustellen, für die Zukunft von der Landwirtschaft, Mercosur und auch sonst wichtige Dossiers zu schwätzen. Diese Monat hat die Repräsentation auch die Session von Kunstateliers angefangen, und das durch ganz Land. Wir schwätzen dort zusammen mit den Bürgern über ihren Alltag in Europa und wir verwandeln das dann an Kunst. Und das geht dann auf Mauern projiziert in Form von einem Graffiti. Gebt uns ein Like für EU-Neuigkeiten an eurem Feed zu behalten und bis zum nächsten Mal.